Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 22. Bundesligaspieltag in Bochum gegen den VfL und 4:2 verloren. Völlig verdient, 4:2 verloren. Ja, das trifft es eigentlich am besten. Also völlig verdient, es war nicht irgendwie glücklich, sonst irgendwas. Es war einfach hochverdient, 4:2 verloren. Ja gut, das Spiel hätte auch 6:4 ausgehen können. Ja, aber keine Ahnung, Leute. Mal aus der Sicht von uns, ja, ich weiß nicht, was man da erwartet hat, wenn man nach Bochum fährt. Für mich sah es zumindest erste Halbzeit und auch weite Phasen, zweite Halbzeit, aber da kommen wir gleich mal zu. Erste Halbzeit so aus, als hätte man ja irgendwie auf Sparflamme im Hinblick auf Dienstag irgendwie das Spiel über die Bühne bringen wollen. Leute, ihr fahrt nach Bochum. Ja. Selbst wenn die Bochumer nicht Fußball spielen könnten, rennen, kämpfen, beißen die 90 Minuten. Ja? So wie es im Pokalspiel ist. Und man hat gesehen, dass sie auch Fußball spielen können. Ja? Und dann passiert halt sowas, wie es passiert ist. Also erste Halbzeit, Leute, das war gar nichts. Das war unterirdisch. Da kannst du auch keinen herausnehmen. Vielleicht ein Levi so ein bisschen. Aber ansonsten eine geschlossene Note 6, Mannschaftsleistung. Ja, da kann man wir brauchen heute auch keine einzelnen Noten verteilen. Ja, das war komplett mannschaftlich schlecht. Über das ganze Spiel gesehen. Den einzigen, den du da ein bisschen ausnehmen kannst, ist der Levi. Aber da kommen wir noch zu. Ja, die Einstellung hat nicht gepasst. Klar haben wir in eine ganz komische Taktik gespielt, wo der Nagelsmann sich völlig vercoacht hat. Das muss man auch mal sagen. Wir fahren nach Bochum und spielen mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Und das war der Kimmich. Der noch nicht mal wirklich richtig defensiver Mittelfeldspieler ist in meinen Augen. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Und fangen dann an, irgendwelche Innenverteidiger auf halblinke Positionen ins Mittelfeld schieben zu wollen. Und ja, sind wir ganz ehrlich, also weiß ich nicht, was man dann erwartet. Ja. Defensives Mittelfeld war nicht vorhanden. Punkt. Ja, Sané hat den Zehner gespielt. Ich weiß nicht, ob Müller irgendwie den Achter spielen sollte. Das war auf jeden Fall Note 6. Ja, Müller war heute sowieso komplett unsichtbar, komplett schlecht. Hat nicht einen vernünftigen Ball mal an Mitspieler gekriegt, gar nichts. Also Müller war heute nochmal eine Oktave schlechter wie die gesamte Mannschaft. Also das war wirklich gar nichts. Man hat ihn viel zu spät erlöst. Ich weiß nicht, ob die Kapitänsbinde ihn heute irgendwie ein bisschen getriggert hat. Normalerweise hat er ja schon öfters gemacht. Sollte das nicht so das Problem sein? Keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Ich konnte es beim Pokalspiel in Gladbach nicht erklären, heute auch nicht. Aber das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist eigentlich, dass man zu keiner Zeit im Spiel, selbst bei dem 4:2, hatte man zu keiner Zeit in dem Spiel das Gefühl, yo, wir sind nochmal da, wir probieren es nochmal, wir geben nochmal 110%. Zu keiner Zeit. Wirklich zu keiner Zeit. Auch beim 4:2 nicht. Es hat keiner gejubelt, es hat keiner mal Dampf gemacht, es hat keiner mal Ansage gemacht. Wir reden immer von Führungsspielern und sonst irgendwas. Ich habe Kimmich heute nicht gesehen. Kimmich war ein Schatten seiner selbst. Gar nichts heute. Zweikampfmäßig, keine Ansage, nichts. Müller dasselbe. Müller wird immer so gelobt als, yo, ich bin der verlängerte Arm vom Trainer und so weiter. Es war nichts von Müller heute. Ja, da muss so Müller sich auch mal hinstellen und mal ganz klare Ansagen machen und mal die Mannschaft aufrütteln. Das hat keiner getan. Nicht keiner. Ich habe nicht einen Spieler gesehen, der mal irgendeinen anderen Spieler mal zusammengepfiffen hat. Ja, na klar, wahrscheinlich, weil jeder scheiße war. Ja, mal abgesehen vom Levi. Aber trotzdem muss da mal einer das Heft in die Hand nehmen. Ja, das waren heute, wie man immer so schön sagt, habe ich heute 11 Indianer auf dem Feld gesehen und nicht einen Häuptling. Um da mal schon mal einen Bogen zu schlagen auf das andere Video, was auch kommen wird.
Weiß ich nicht, warum man da mit dem Kimmich für 20 Millionen verlängert, wenn er kein Häuptling ist oder kein Häuptling sein kann in diesen schwierigen Situationen, was heute eine schwierige Situation war. Klar, Müller hat die Binde gehabt, da kann man auch mal drüber streiten mittlerweile, muss ich ganz klar sagen, ob es da vielleicht nicht mehr Zeit ist, mal ein Zeichen zu setzen und mal eine Garde weiterzugeben und in die Verantwortung zu nehmen. Ich denke, so ein Kimmich sollte man, wenn, dann jetzt in die Verantwortung stellen, gerade auf der Posi auch und ja, schlecht. Einfach schlecht. Ja, und Bochum, super. Super gut. Hat mir sehr gut gefallen. Sind natürlich über sich hinausgewachsen, haben sich im Rausch gespielt, gar keine Frage. Publikum war da. War richtig schön anzusehen. Und wenn wir schon verlieren müssen, dann, ja, super gerne gegen den VfL. Ich gönne dem VfL die 3 Punkte, 6 Punkte vom Relegationsplatz. Ich hoffe, dass nicht das passiert, was vielen Mannschaften passiert, wenn sie gegen Bayern gewinnen, dass sie dann irgendwie denken, sie sind es jetzt und jetzt geht alles nur mit 70%. Das kann sich Bochum halt nicht erlauben. Aber ich denke, da ist der Reis auch der richtige Mann, der das da nicht aufkommen lassen wird. Und von daher, mich schmerzt die Niederlage heute nicht so wirklich richtig. Merkte vielleicht auch noch meine Stimmung. Ja, aus meiner Sicht sind die 3 Punkte für Bochum wichtiger als wie für uns. Wir haben 6 Punkte vor Dortmund. Dortmund muss morgen erstmal gewinnen bei Union. Ja, und wie gesagt, Bochum ist jetzt 6 Punkte vor der Relegation, was mich riesig freut. Ich hoffe, dass sie in der Liga bleiben. Und wenn man das Spiel heute sieht, wie sie gespielt haben, sollte das möglich sein. Aber ganz klar, natürlich haben wir es zugelassen heute. Ne? Nochmal, also erste Halbzeit war gar nichts von unserer Seite. Gefühlt waren wir nicht auf dem Platz. Und ja, ich bleibe dabei, dass der Nagelsmann sich vercoacht hat. In der Mitte war nur ein Kimmich. Und der war auch nicht wirklich mal mittig defensiv da. Die Bochum haben es gespielt, wie jede Mannschaft, die gegen uns gut spielt. Die spielen den Ball in die Mitte, der wird gehalten, wird auf den Außen gelegt. Auf Außen ist ein schneller Mann. Ich meine, Pavard gar keine Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Gar keine. Er wurde einfach nur nass gemacht. Hernandez sah auch nicht gut aus auf seiner Seite. Ich verstehe auch nicht, warum man Hernandez verschwendet und ihn da auf die Seite stellt. Ganz ehrlich, da ist er in meinen Augen verschwendet. Er ist der einzige konstante Innenverteidiger und wo man merkt, er will. Ja? Er ist fickrig in jedem Zweikampf, er ist heiß. Er ist für mich außen verschwendet, sage ich euch ganz ehrlich. Upa hat wieder, ja, keine Ahnung, wir wollen nicht auf einzelne Spiele eingehen. Süle war genauso scheiße erste Halbzeit. Machen wir uns nichts vor, Alter, wie er sich da hat verarschen lassen. Upa hat auch wieder 2, 3 Szenen gehabt, die ein bisschen unglücklich waren. Weiß auch nicht, was da los ist mit ihm. Ja, muss der Nagelsmann dann mal jetzt langsam mal auch seine Verantwortung war. Ich meine, Nian Zu war heute gar kein Thema mal wieder. Verstehe ich auch nicht, warum. Warum nicht als defensiven Mittelfeldspieler aufstellen? Ja, wenn man ihn die Innenverteidigung noch nicht zutraut, ja, okay, aber dann gib ihm noch Spielminuten und stell ihn ins defensive Mittelfeld. Du musst nicht Müller und Sané haben. Der Müller war heute Luft. Ja, Sané hat wenigstens noch ein bisschen Szenen gehabt. Ja, und wenn der Müller auf rechts ausweichen muss, machen wir uns nichts vor, ist der Müller halt auch eine Wurst. Ja, das ist nicht seine Posi, Punkt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was da gerade so in den Kopf vorgeht. Ja, man kann in der Bundesliga mal gegen schwächere Vereine ein bisschen was ausprobieren. Sehe ich auch so. Aber dann noch eher in einem Heimspiel. Und nicht in einem Auswärtsspiel. Und ja, spätestens beim 3-1 muss man dann auch mal handeln. Als Trainer. Und allerspätestens in der Halbzeitpause muss man dann auch mal wechseln. Als Trainer. Weil es war alles schlecht, was auf dem Feld stand. Mal Levi ausgeklammert. Und dann weiß ich nicht, ja, guckt euch die Wechsel an. Also. Das Traurige aus meiner Sicht ist dann zweite Halbzeit. Kommst raus, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man ja nochmal versucht, ein bisschen Leben in die Mannschaft zu bringen. Ja, die ersten 5 Minuten hat Bochum 2 riesen Chancen und hätte den Sack zumachen müssen. Und das ist traurig aus meiner Sicht. Und auch danach, dass dann, wie ich schon sagte, kein Aufbäumen da war. Man hat nicht, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe auch nicht mehr dran geglaubt, dass wir überhaupt einen Punkt holen würden.
Es war keine Leidenschaft da. Keiner, der wollte. Der Einzige, der wollte, war Levi. Gut, Coman hat auch immer Gas gegeben, wenn er außen den Ball gekriegt hat. Sané war auch ein bisschen auffällig. Der Rest war Luft. Der Rest war einfach Luft. Kimmich unterirdisch. Unterirdisch schlecht. Dann die Sache irgendwann, wann war es die Auswechslung? Warte, ich gucke eben, bevor ich Scheiße erzähle. Ja, ist mal, dass man Upa rausgenommen hat. Leute, habe ich nie wirklich verstanden. Hat mir ihnen keinen Gefallen mitgetan. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Die waren alle schlecht da hinten. Ja? Hätte ich mir gespart, diese Aktion, bin ich ganz ehrlich. Dass man dann Tolisso bringt und dann wieder versucht auf zwei Sechser zu gehen. Ja, kann ich nachvollziehen, aber dann hätte ich doch einen Müller rausgenommen. Oder einen Gnabry und hätten Coman auf die rechte Seite und Sané auf die linke Seite. Das muss man auch ganz klar sagen. Sané ist auf jeden Fall gefährlicher, wenn er über links kommt, wie über die Zehnerposition. Habe ich schon im letzten Spiel, hat man das schon gesehen. Aber hat er zwar noch 1, 2 Chancen gehabt, aber über links ist er einfach viel, was Torbeteiligung angeht, gefährlicher, meines Erachtens nach. Ja, habe ich nicht verstanden. Bin ich ganz ehrlich, habe ich da nicht verstanden, dieses auf Dreierkette Gestelle dann. Ich meine, gut, wir haben kein Tor mehr gekriegt in der zweiten Halbzeit. Von daher kann man dem irgendwo recht geben, aber ja, weiß ich nicht. Tut mir leid für den Upa, bin ich ganz ehrlich. Klar hat er 1, 2 Wackler drin gehabt, er braucht einfach auch Spielzeit. Ja, das ist dasselbe wie bei Nianzou. Ja, ich habe Nagelsmann auf der Pressekonferenz gehört, ja, er ist jetzt keine 18 mehr, nee, er ist 19. Ja, und er muss jetzt mal langsam mehr Sicherheit reinkriegen und so weiter. Ja, vollkommen richtig, aber ohne Spielminuten wird das nicht klappen. Ja, und das sollte ein Nagelsmann auch wissen. Ja, und warum ihn da nicht in so einem Spiel mal im defensiven Mittelfeld aufstellen und nicht da irgendwie so ein Hackmack machen. Also ganz ehrlich, wenn ich die letzten Spiele sehe, sollten sich die Verantwortlichen mal fragen, warum man halt einen Martinez, meine Wasserflasche, gibt, einen Martinez ziehen lassen hat. Warum hat man ihm nicht einfach noch einen Jahresvertrag gegeben? Hätte Xavi mit Sicherheit gemacht. Ich denke, man sieht ganz klar, wo unsere Baustelle ist in der Defensive. Ja? Einfach defensiv mittig haben wir keinen. Wir haben keinen richtig defensiven Mittelfeldspieler. Wir hätten einen. Sogar auch einen ähnlich kopfballstarken wie ein Martinez. Wenn man den Nianzou da mal spielen lassen würde und ihm so mal die Chance gibt, auch ins Spiel reinzukommen. Weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn er dann seine 1, 2 Aussätze hat und auch mal ein Fehlpass spielt und vielleicht verschuldet das auch mal ein Tor. Aber guckt euch an, was unsere anderen Spieler machen. Und was die verschulden. Das sind gestandene Spieler. Da weiß man auch, ja, da sollte man mal auf Sicherheit erstmal spielen. Diese Aussage, ja, weiß ich nicht, fand ich nicht gut vom Nagelsmann. Bin ich ganz ehrlich, ja, ich finde es immer gut, dass er offen und ehrlich so anspricht, wie das seine Meinung ist. Aber die Meinung kann ich nicht wirklich teilen, bin ich ganz ehrlich. Ja, dass er angepisst ist, dass der Süle geht. Dann wahrscheinlich noch ausgerechnet nach Dortmund. Also nicht wahrscheinlich, dass er nach Dortmund geht. Er geht ja nach Dortmund, das wissen wir jetzt. Im Gegensatz zur letzten Woche. Verstehe ich. Kommt ein extra Video zu, wo ich da ein bisschen was zu sage. Ja, aber ich meine, man hat ihn nicht umsonst geholt und er hat noch nicht wirklich die Chance gehabt. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe einen Nianzou noch nicht mal 3 Spiele am Stück spielen sehen. Warum nicht? So, I don't know. Verstehe ich nicht wirklich. Aber gut, vielleicht stehe ich damit auch alleine mit der Meinung. Machen wir es rund für das Spiel heute. Verdient verloren. Punkt. Ja, wir können einen Blick in die Statistiken werfen. Die sollte, ich habe es noch nicht gesehen, die sollte einigermaßen ausgeglichen sein. Ich denke, bei der Ecken waren wir klar vorne mit 8 Stück oder sowas. Wovon aber auch keine gefährlich war. Ballbesitz 36:63. Ja gut, das ist aufgrund der letzten 40 Minuten, also zweite Halbzeit. Ja, haben wir viel Ballbesitz gehabt, aber ohne irgendwie was rauszumachen. Abseitsstellung 4-2, Fouls 13-7, Zweikämpfe 48-51, Schüsse aufs Tor 6-5, Schüsse insgesamt 11-21.
Da muss man auch ganz klar sagen, Leute, die Schüsse teilweise gesehen. Also Ecken 4,9, angekommene Pässe 185 zu 419, Flanken 9,9. Schüsse insgesamt Levi 4, davon waren 2 drin, einer Pfosten und einer hat der Riemann da noch gut gehalten. Nee, war nicht der Riemann, war der Esser, ne, noch ganz gut gehalten. Müller Müller war heute unterirdisch, sonst hat keiner Schüsse gehabt. Ich sag ja, die Statistik ist immer mega hier. Sané 8 Zweikämpfe, Coman 7, Levi 6. Ja, guck mal, heute, ja, so schlecht habe ich das Spiel nicht gesehen. Das sind die 3 Spieler, die ich noch gesagt habe, die ein bisschen was auffällig gemacht haben. Alles andere war schlecht. Ballkontakte 97 Kimmich, 82 Hernandez, Pavard 81. Pavard war zweite Halbzeit ein bisschen besser. Was er erste Halbzeit gespielt hat, war eine Frechheit, Leute. War eine absolute Frechheit. Jeder Ball. Ich meine, er hat keinen Bock auf den rechten Verteidiger. Das wissen wir alle mittlerweile. Aber wie wäre es denn dann, wenn ich die Leute nicht einfach den Ball einflanken lasse? Er konnte nicht eine Flanke verhindern. Nicht eine. Jeder Ball, der auf seine Seite, und Bochum ist ja nicht doof. Die Bochumer haben ja gezielt über seine Seite gespielt. Und jedes Mal kam eine Flanke, kam ein Pass. Er konnte nicht eine Sache verhindern. Nicht eine. Und es war nicht so, dass es dann wieder so, wie es sonst immer war, dass es 2 gegen 1 war. Nee, es war 1 gegen 1. Und er hat einfach kein Land gesehen. Er hat kein Land gesehen. Also grausam. Tat mir schon weh anzusehen. Naja, gut. Wie gesagt, Spieler brauchen wir nicht durchgehen, Leute. Das wäre lächerlich. Das war heute eine geschlossen sehr schlechte Mannschaftsleistung. Wie ich schon sagte, Levi lassen wir mal außen vor. Levi hat ein gutes Spiel gemacht. Levi war der Einzige, wo du gemerkt hast, er will auch noch ein bisschen. Coman hat man auch gemerkt. Ja, Sané auch noch so ein bisschen. Aber Sané war auch weit entfernt von seiner Topform. Coman hat auch, ja, wenn man es im Verhältnis zur anderen Mannschaft sieht, ein relativ gutes Spiel gemacht. Alles andere war richtig schlecht. Ja, was heißt richtig schlecht? Sagen wir mal Note 4 minus. Und dann gab es noch so 1, 2, 3, die richtig schlecht waren, ne? Wo der Müller heute auch ganz klar zugezählt hat. Ich bin sehr gespannt, ob es Dienstag eine Reaktion gibt. Weil ich denke, spielen wir in RB Leipzig oder spielen wir zu Hause? Ich glaube erst in Leipzig, oder? Wenn, dann wird uns da nichts anderes erwarten. Machen wir uns nichts vor, Leute. Ja, wir spielen in Salzburg. Ich habe gerade Leipzig gesagt, ne? RB halt, ihr wisst, was ich meine. Ja, da wird uns nichts anderes erwarten. Ja, die sind heiß, die stehen das erste Mal im Achtelfinale der Champions League, also die wollen auch ins Viertelfinale. Und wenn die das Spiel gesehen haben, ja, die sehen auch, dass so eine Mannschaft dann eine Chance hat, ja. Und wie gesagt, der Blueprint, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Das sehen ja auch die anderen Trainer. Der Blueprint ist halt, spielt in die Mitte den Ball und von da auf die linke oder auf unsere rechte Abwehrseite, Pavard kriegt da nichts auf die Kette. Das ist der Blueprint, Leute. Das war schon in so vielen Spielen jetzt so. Ja, verstehe ich nicht. Ich meine, das muss ja Nagelsmann auch sehen. Und nehmen wir jetzt mal den Süle. Der Süle ist auf jeden Fall der bessere rechte Verteidiger als der Pavard, was die Defensive anbelangt. Und offensiv war Pavard heute nicht zu sehen. Wie auch. Er konnte ja gar nicht hinten weg, weil dann wäre er nie wieder zurückgekommen. Dann hätte es noch öfter gescheppert. Also von daher, ja, keine Ahnung. Ich schließe das Kapitel hier. Wie gesagt, Glückwunsch am VfL, freut mich. 6 Punkte vor der Relegation. Ich denke, wir können die 3 Punkte verkraften da oben. Die Art und Weise sollte uns zu denken geben, definitiv. Und da gilt es mit Sicherheit auch drüber zu reden intern. Ich bin sehr gespannt, wie es Dienstag weitergeht. Und in diesem Sinne, alles andere besprechen wir im anderen Video. Haut rein, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.